Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal zum Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln und da gehen wir rein in den Bums. Wenn meine Stimme mal versagt, seht's mir nach. Ich bin irgendwie seit 2 Wochen ist irgendwie halsmäßig mal besser, mal schlechter und kommt nicht richtig und ach, ganz wild. Gut. Mr. Hollas, ich fand Sané eher schwach, aber es war ohnehin ein komisches Spiel. Das Thema Ballsicherheit würde ich hervorheben wollen, das hat mir vergleichsweise gut gefallen. Bis auf ganz wenige Momente war die Ballzirkulation wirklich gut. Köln hatte nicht viele Chancen, an den Ball zu kommen. Natürlich muss man den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen, aber immerhin haben wir nichts Kritisches mehr zugelassen oder gar einen denkbar unverdienten Ausgleich kassiert. Dennoch alles viel zu spannend gemacht. Ja. Ich fand Sané nicht schwach. Ja, er hat die Dinger nicht gemacht. Das stimmt. Das war eher schwach. Aber ansonsten fand ich ihn schon recht auffällig. Ballsicherheit. Wie gesagt, erste Halbzeit fand ich das okay. Dass man, wo Köln sich dann zurückgezogen hat, dass man dann gesagt hat, ja, wenn die hinten nicht rausrücken, spielen wir den Ball halt in unserer Viererkette hin und her. Fand ich völlig legitim. Zweite Halbzeit dann, weiß ich nicht, eine Ballsicherheit gegen den 1. FC Köln zu loben, ohne zu versuchen, zwingend auf das 2:0 zu gehen, fand ich ein bisschen fragwürdig. Am Ende des Tages haben wir 1:0 gewonnen, von daher gibt es keine Argumente, wie wir gestern schon im Stream gesagt haben. Und von daher, ja, kann man dann die Ballzirkulation loben. Wie gesagt, ich finde es zu riskant zu sagen, ja, wir pimmeln das mal so zu Ende und hoffen mal, dass Köln nicht irgendwie unverdienten Ausgleich macht. Haben wir schon oft genug anders erlebt, von daher fand ich das ein bisschen wild, die zweite Halbzeit. Und hätte mir einfach gewünscht, dass wir klar aufs zweite Tor gehen und da auch mal ein paar frische Kräfte bringen. Aber am Ende des Tages gibt es keine Argumente, weil wir 1:0 gewonnen haben und gut. Mr. Hollas war das übrigens. Oldschool. Arbeitssieg. Wir hätten in der ersten Halbzeit unbedingt das zweite Tor nachlegen müssen und hatten insgesamt Glück, dass Köln im Spielaufbau einfach harmlos war. Gegen andere Bundesliga-Mannschaften kannst du nicht so viele Chancen liegen lassen. Bei Sané spielt immer noch Bruder Leichtfuß mit. Oft fehlt die letzte genaue Aktion. Manchmal spielt er einfach zu eigensinnig. Ich dachte auch, dass der Tuchel nochmal 2 bis 3 Wechsel ziehen würde ab der 70. Minute. Er wird sich schon was dabei gedacht haben. Insgesamt ein Spiel ohne viele Höhepunkte. Ja, wie gesagt, er hat es ja erklärt, er hat ein Bauchgefühl gehabt, dass das jetzt so bleiben muss. Und am Ende des Tages nochmal hat sein Bauchgefühl ihm recht gegeben, wir haben 1:0 gewonnen. Ansonsten bin ich bei dir. Schwabe, psychologisch war das Spiel brutal für die Truppe, meiner Meinung nach. So kontrolliert und ungefährdet haben wir, glaube ich, letztes Mal unter Pep gespielt. Klar, ist nur Köln, aber wann haben wir das letzte Mal ein 1:0 so ungefährdet über die Zeit gebracht? Ich fand das Spiel vielleicht nicht super ansehnlich, aber wichtig, Kane ist unfassbar. Ich fand die zweite Halbzeit grausam. Erste Halbzeit alles gut, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Zweite Halbzeit, ja, also ich weigere mich, das hervorzuheben, gegen Tabellenvorletzten oder Letzten sich da zu rühmen, dass man den Ball schafft, in den eigenen Reihen zu halten. Die Kölner standen mit 2 Ketten hinten drinne und die sind ja nicht einmal mal auf bis überhaupt Höhe der Mittellinie gekommen. Also soll man sich jetzt da rühmen, dass man es da geschafft hat, den Ball schön immer hinten rum zu spielen und in den eigenen Reihen zu halten? Weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Ganz ehrlich, Köln hat halt einfach nichts getan. Nachdem Baumgart gesagt hat, stellt euch hinten rein, stand Köln hinten drin und hat für das Spiel nichts mehr getan. Hat auch nicht riskiert, mal den Ball zu erobern oder sonst was. Die standen einfach hinten drin und haben verteidigt. So. Und selbst wenn du den Ball mal hinten rumgespielt hast, ist da keiner rausgerückt. Ja, von daher, das jetzt irgendwie lobend hervorzuheben, dass man da den Ball sicher in den eigenen Reihen gehalten hat. Ich glaube, man sollte schon einen Pass spielen können als Profifußballer. Ja. Und wenn du einen Gegner hast, der hinten drin steht und nicht attackiert und nicht rausrückt, ja, dann sieht das halt so aus, wie es aussah. Dass man das so spielt, ja, ist legitim. Nochmal, ja, es ist nach einer Nationalmannschaftspause hin und her. Nichtsdestotrotz bleibt halt immer das Restrisiko. Ja, du kannst einen dummen Elfer kriegen, du kannst eine Ecke kriegen, du kannst eine Fehlentscheidung kriegen, die zum Tor führt und dann steht es 1:1 und
Du hast das Spiel so wahnsinnig kontrolliert und nimmst dann nur einen Punkt mit. So, deswegen, meiner Auffassung her, hätte man, klar hätten wir in der ersten Halbzeit schon das zweite machen müssen, dann wäre das Ding durch gewesen. Oder sogar das dritte, ja, Chancen waren ja da. Aber dann in der zweiten Halbzeit, ja, wir haben einen Lattenknaller gehabt, einen Lattenschuss von Koman, das war's. Ja, das ist halt ein Spiel mit dem Feuer, was gut ging und gut, ja. Nochmal, Argumente gibt's nicht. Man muss das jetzt nicht schlechter reden, als wie es war. Aber wir haben das gegen Saarbrücken erlebt. So, um mal das Gegenbeispiel zu bringen. Ja, da waren wir auch die super dominante Mannschaft. Ja, Saarbrücken war halt ein bisschen fickriger, wie jetzt Köln. Deswegen ist das dann auch so passiert und ist auch aufgerückt, wenn die Chance da war, was Köln nicht getan hat. Weiß ich nicht. Fühle das nicht, da jetzt das hier in den Himmel zu leben. Oh, das war aber mal so wie unter Pep. Alter, das war Köln, die hinten drin standen und keine Anstalten gemacht haben, überhaupt mal 10 Meter rauszurücken. Da sollte man schon in der Lage sein, als Profifußballer beim FC Bayern den Ball in den eigenen Reihen zu halten. GB, ja, hatte ich gesagt. GB, Sané und Choupo sind mittlerweile ein Chancentod vor dem Herrn. In der ersten Halbzeit musst du 2 bis 3 Tore mehr machen, mindestens. Dann kannst du auch mal in der zweiten Hälfte durchwechseln. Ja. Weiß ich nicht. Sané, ja, zwei Dinge hat er gehabt, auf jeden Fall. Da hätte er auf jeden Fall machen können. Wenn nicht müssen, bin ich bei dir. Zu Choupo, Alter, zu Choupo sag ich gar nichts mehr. Also, dass der 90 Minuten da spielen durfte, halte ich für eine Farce. Aber gut. Das sehen viele anders, das ist auch völlig okay. Für mich ist der, ja, I don't know. Ich verstehe es nicht. Ich sehe auch kein Argument dafür. Das Argument zu sagen, ja, der kann den Ball abschirmen, kann den Ball mal halten. Ja, aber wir haben gar keine Bälle da auf diese Pose gespielt, wo das mal der Fall gewesen wäre. Habe ich in 90 Minuten nicht gesehen. Ja, und das Argument, ja, er ist so kopfballstark, um das hinten wegzuverteidigen. Ich habe auch nicht einmal gesehen, dass er hinten irgendwas wegverteidigen muss. Zalado, Ruppert, ganz ehrlich, obwohl es nur ein 1-0 war, ein besseres Spiel als viele andere die Saison. Mit Sicherheit nicht die beste Leistung, aber eine der besseren in der Defensive mit dem Dortmund-Spiel, das erste Spiel, wo mal wirklich 90 Minuten hinten kein Blackout war und keine Faxen waren. Mit Rücksicht auf den dünnen Kader, verletzte Auswärts- und Länderspielpause war das okay. Es wird bei Meisterschaft nicht auf Punkteverhältnisse ankommen, weil da hat Bayern sowieso nach 34 Spieltagen das Beste. Ich denke, du meinst Torverhältnis und würde ich so nicht stehen lassen. Wenn du dir das anguckst, Leverkusen ist jetzt nicht so weit weg vom Torverhältnis her. Zum Angucken als Zuschauer war es allerdings nicht der Brüller. Zweite Halbzeit war ich nebenbei am Zocken. Ja, zweite Halbzeit war super langweilig. Ja. Aber nochmal, das muss man nicht uns ankreiden, das muss man den Kölnern ankreiden. So, die Standard hinten drinne, wir haben das gemacht, was man machen muss. Nicht mehr und gut. Ja. Und nochmal, nach so einer Länderspielpause verstehe ich das auch. Aber nochmal, für mich war das ein Spiel mit dem Feuer. War durch eine dumme Aktion, wo wir immer für gut sind, oder es muss ja nur eine Fehlentscheidung sein. Ja. Es muss ja noch nicht mal seine eigene Schuld sein. Dann kriegst du ein dummes Gegentor und gehst 1-1 nach Hause. Also das verstehe ich halt nicht. Meiner Meinung nach hättest du ein zweites nachlegen müssen. Dann hätte ich das völlig legitim gefunden. Dann kannst du rumpimmeln, wenn die Kölner nicht wollen, wollen sie nicht. Alles gut. Weil dann kriegst du eine Fehlentscheidung. Ja, dann wird es danach vielleicht nochmal heiß, aber du hast nicht sofort das Risiko, dass 2 Punkte weg wären. Also fand ich schon ein bisschen risky. Aber gut, ist ja gut gegangen. Bot, das, was ich da rausziehen kann, ist, dass wir es zumindest geschafft haben, mal einigermaßen sicher ein 1 nach Hause zu bringen, was aber auch an Köln lag. Ja, was sehr viel an Köln lag. Ja, zweite Halbzeit. Wie gesagt, Köln kam ja nicht mehr raus hin. Ich denke, er wollte keine Unsicherheit reinbringen mit Wechseln, da das Zusammenspiel später einigermaßen gut war und deshalb die Sicherheit. Die Passgenauigkeit war teilweise problematisch dahingehend, dass in der ersten Halbzeit fast bei jedem Pass der Empfänger sich den Ball erst einmal holen musste. Und so geht halt kein wirklich schnelles Spiel. Komischerweise wurde mit zunehmend schlechterem Platz das Passspiel eher sicherer. Sané heute nachlässig, aber er hat halt zumindest das meiste kreiert. Es hängt derzeit zu viel davon ab, dass er funktioniert. Ja, so wie ich das sehe, scheint das Zusammenspiel Sané und Kane jetzt wohl etwas ähnlich mit dem von Son und Kane damals. Mir fällt gerade ein,
dass er vielleicht auch deshalb nicht gewechselt hat, weil die Spieler auf dem Platz sich schon an die schlechten Platzverhältnisse angepasst haben und neue Spieler vielleicht zu viele Fehlpässe wie in der ersten Halbzeit anfangs passiert wären, was ziemlich den Spielfluss gekillt hätte und die Spieler viel nachlaufen hätten müssen und den Gegner eventuell ins Spiel gebracht hätte. Nur so ein Gedanke. Weiß ich nicht. Nochmal, das Argument haben wir gestern schon im Stream gehabt. Das ist ein Argument, was ich gar nicht fühle. Absolut null. Nee. Wenn wir jetzt anfangen, Platzverhältnisse zu bringen und zu sagen, auch ja, da muss der Spieler sich erstmal dran gewöhnen, wie der Ball hoppelt. Alter, dann, I don't know. Dann weiß ich nicht, worüber wir reden. Ja, also, nein. Und wenn das so wäre, wenn Tuchel das so gesehen hätte, hätte er das ja auch so kommunizieren können. Ne? So wäre ja okay gewesen. Dann hätte man wenigstens einen Grund gehabt, ein Argument gehabt. Ob man das dann genauso sieht oder nicht, ist eine andere Geschichte. Nee, also für mich ist das kein Argument. Definitiv nicht. Das wäre vielleicht ein Argument, wenn du da, keine Ahnung. Nee, selbst dann nicht. Neben 17-Jährigen, 18-Jährigen, der hat auch genug Jugendspiele gemacht auf schlechten Plätzen. Also das sind keine Argumente. Punkt, Alter. Fertig. Warum das so war, wie es dann war, warum wir so eine Sicherheit hatten, habe ich gerade schon gesagt. Köln stand mit 2 Ketten hinten drin und hat auch keinerlei Ansprüche angemeldet, mal rauszurücken, mal zu pressen, mal den Ball zu erobern, gar nichts. Ja, wenn sie den Ball hatten, haben sie meistens einfach weggepölt. Das war, was Köln gespielt hat. So, sich damit jetzt zu rühmen, dass man es da geschafft hat, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, fühle ich halt auch nicht. Aber ja, das kann jeder so sehen. Wie gesagt, sollte es so ein Spiel mal gegen einen starken Gegner sein, bin ich komplett dabei, sage ich auch, super, haben wir gut hingekriegt und so weiter. Aber nicht gegen Köln, die wirklich einfach nicht mehr wollten oder konnten. Fühle ich nicht. Zu den nicht getätigten Auswechslungen sagte Tuchel bei Sky sowas in der Art, das Spiel lief gut, wir waren im Flow, er wollte das irgendwie nicht durchbrechen. Ich habe mal gedacht, zum Beispiel Müller zu bringen, aber irgendwie hat das dann nicht gepasst und er hat sich nach dem Spiel bei den Spielern entschuldigt, dass er so entschieden hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ist ja auch legitim, dafür ist er ja Trainer. Ja, nochmal, ich fühle das nicht. Aber gut, ist auch völlig okay. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Für mich ist das kein Argument mit dem Spielfluss. Dass man hinten nicht wechselt, erstens, weil man keine Alternativen hat oder weil man hinten mal sicher steht. Ja, kann ich noch verstehen. Vorne die Außenspieler mal zu tauschen oder mal den Schupo rauszunehmen und einen Müller zu bringen, sehe ich kein Argument, was dagegen spricht. Also man sagt dann als Trainer, ja, ich wechsle die Spieler nicht, weil die Spieler gerade den Ball zum Mitspieler passen können, oder was? Das für ein Argument, Alter. Was spricht man denn dann den Einwechselspielern ab? Dass sie in der Lage wären, sich mal an einem Fußballplatz anzupassen, der ein bisschen schlecht ist, ja. Und dann können sie keine Pässe mehr zum Mitspieler spielen, oder was? Und nochmal, selbst wenn das alles so wäre und du würdest den Ball verlieren in der gegnerischen Hälfte, Köln war doch gar nicht in der Lage, damit dann irgendetwas anzufangen. Das hat man doch gesehen. Also. Nochmal, gegen starken Gegner, der dann in der Lage wäre, mit dem Ball was anzufangen und daraus Chancen kreieren würde, würde ich so einen Gedanken ja noch nachvollziehen können. Dass man dann sagt, oh nee, wollte ich jetzt nicht, die Jungs waren gerade so im Fluss und bla und so jetzt. Ja, würde ich dann sagen, jo, alles klar, kannst du mal machen. Aber doch nicht gegen 1. FC Köln, Alter. Wo Harry Kane mehr Tore geschossen hat als der ganze Club. Was wollt ihr mir denn jetzt erzählen? Also, sind der FC Bayern, Alter. Aber gut, jeder wie er meint. Banja. Thies Hamann. Was? Thies Hamann. Ach ja, da ist er wieder, Didi Hamann, der Getarnte. Nein, ich wollte dich nicht beleidigen. Kane will ich eine 2 geben, das Tor gemacht und hat Stürmer mehrmals Großchancen in der ersten Hälfte kreiert. Sané sehe ich eher bei einer schwachen 3 bis guten 4. Hatte einige dieser Chancen liegen gelassen und den Torwart angeschossen. Insgesamt aber gute Entwicklung unter Tuchel, dass man beim Stand von 1:0 nicht in der zweiten Halbzeit Harakiri betreibt, versucht das zweite Tor zu machen und so offene Räume zulässt. In der letzten Saison hat man mehrfach eine 1:0-Führung Mainz auf meinem Leipzig-Köln verspielt, dann lieber kontrolliert herunterspielen und Kräfte für größere Aufgaben schon. Ja, wie gesagt, sehe ich anders. Aber ist okay. Jeder muss das für sich fühlen. Ja, nochmal, ich sehe das viel zu risikoreich, dass man, also ich würde niemals sagen, spiel das 1:0 runter, Alter.
Wir sind keine italienische Mannschaft und nochmal, du kannst einfach, haben wir auch schon oft genug erlebt, durch eine Fehlentscheidung kriegst du dann Elfer, sonst was, oder einfach eine Ecke. Haben wir auch schon gesehen, dass wir bei Ecken jetzt auch nicht so die, keine Ahnung. Also mir ist das zu risky zu sagen, ich spiele ein 1:0 runter. Ja. Aber es hat ja geklappt, also von daher habe ich kein Argument. Ich sage nur, dass mir das zu risky wäre. Mir, wow, deine Aussage nicht schön, aber gewonnen. Bayern München war über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Zur Pause muss es normal bereits schon 5:0 stehen. Alter, wo soll es denn 5:0 stehen? Alter, bleib doch mal auf dem Boden der Tatsachen, ey. Was ist denn los mit dir? Du erzählst mir, dass ich das, was weiß ich, zu kritisch sehe oder dass ich das nicht genug hype. Du schreibst was von 5:0, Alter. Hast du irgendwas geraucht oder was? Wo haben wir denn die Chancen gehabt, um 5 Tore in der ersten Halbzeit zu machen? Junge, Alter. Also, weiß ich auch nicht. Vielleicht sehe ich das zu kritisch, dann siehst du es aber definitiv zu euphorisch, Alter. So souverän, so klar und stabil habe ich die Bayern dieser Saison noch gar nicht gesehen. Das wirklich Einzige, was man bemängeln könnte, wäre die Torchancenverwertung. Als andere war top. Ja, jeden seine Meinung, Alter. Früher haben wir einige Spiele durch Sicherheit knapp nach Hause gebracht und auch das war Bayern-like. Muss man bei fehlender Power vielleicht dann auch so machen. Um gut zu wissen, dass das auch wieder geht. Ich bin mir fast sicher mittlerweile, dass die Entscheidung gegen Einwechslung gar nicht so blöd war. Wir haben hinten zu wenige Spieler, welche man hätte noch bringen können, um die Hektik von weiteren Ballverlusten vorne noch aushalten zu können. Die Mannschaft konnte vielleicht nicht mehr so viel laufen und dann ist es gut bei Sicherheit einfach den Gegner aus dem Spiel zu nehmen. Das würde zu dem passen, was er gesagt hat und was ihm angeblich die Bundestrainer gesagt haben. Wir haben in der Vergangenheit oft den Fehler gemacht, die Gegner wieder selbst ins Spiel zu bringen und heute muss man die schlechten Platzverhältnisse gerade in der zweiten Halbzeit berücksichtigen. Ja. Verdienter Sieg, FC Bayern-Fan forever. Servus. Gerard Berger, wenn man sieht, wie viele Pässe Kane seinen Vorderleuten gemacht hat, was sie am Ende daraus gemacht haben, ist schon wild. Ja gut, man hat halt nicht immer einen guten Tag. Ja. Und wir haben ja gerade gelesen und gehört, der Platz war ja auch so schlecht, da ist ein normaler Fußballer, schafft das dann auch nicht, da am Ball, wenn er eingewechselt wird, den Ball wieder zum eigenen Mitspieler zu spielen. Von daher kannst du dann die fehlende Chancenverwertung auf den Platz schieben. Peter Waldbauer, Kane gibst du eine 3, obwohl er das Spiel entschieden hat. Bewertest du ihn im Verhältnis zu den anderen Spielern oder im Verhältnis dazu, wer sonst spielt? Das heißt, gegen Köln tun wir uns die letzten Jahre immer schwer, wenn seitdem Trainer und Spieler gewechselt haben. Gibt es einen personenübergreifenden Malus, der allein darin liegt, dass es der erste FC Köln ist? Ich verstehe gerade nicht, was du von mir möchtest. Ja, ich habe keine 3 gegeben, weil ich ihn so gesehen habe. So. Ich denke, es ist keiner war an seiner Leistungsgrenze oder hat eine Note 2 verdient, in meinen Augen. So, wenn du das anders siehst, ist das doch völlig legitim und völlig okay. So, wie soll ich das bewerten? Also den Ball, den Harry Kane gemacht hätte jeder von uns gemacht, Alter. Der Torwart war nicht da, ein Verteidiger war nicht da, ja, den Ball musste reinschieben, das hat er getan. Also das ist doch jetzt keine große Kunst. Ansonsten hat Harry Kane 2, 3 sehr gute Bälle auf den Sané gespielt, ja, definitiv. Deswegen auch eine 3. Ja. Fertig. Aber nochmal, wenn du da andere Maßstäbe hast, ist das doch für mich völlig legitim. Christian Loch, in der zweiten Halbzeit habe ich nebenbei am Koch-Bananenbaum die alten Stämme im Garten gefällt. War spannender als das Spiel. Ja. Ja. Das Spiel war langweilig, aber nochmal am Ende effektiv, wenn ihr so wollt. Keine Ahnung. Endlich wieder Fußball, endlich wieder schimpfen. Gleich mal zur Aufstellung, der Schuppo in der Zentrale anfangen durfte, habe ich nicht verstanden, weil er sich das in dieser Saison für meinen Geschmack nicht verdient hat. Ja, bin ich bei dir, aber er war halt die ganze Woche da, konnte trainieren, war fit. Das wird wohl den Ausschlag gegeben haben. Dass man dann Müller dafür opfert, der halt auch nicht irgendwie ausgepowert war, I don't know, habe ich auch nicht verstanden. Aber die Argumente haben mir gehört, die Tuchel gebracht hat. Hätte ich lieber Tell gesehen, der hätte es nicht schlechter machen können. Tuchel hatte es in der PK danach damit begründet, weil Schuppo die ganze Woche trainieren konnte. Ja gut, verstehe es trotzdem nicht. Ja, das hat er gesagt. Und halt auch, dass er die Kopfballstärke von Schuppo bei Standardsituationen haben wollte.
Er hat diese Saison noch kein einzig gutes Spiel abgeliefert. Er wirkte schon in den Vorbereitungsspielen so gelangweilt wie Sané zu seinen besten Zeiten. Ja, ich bin da bei dir. Ich sehe das ähnlich. Dass er nach der Pause noch auf dem Feld stand, muss ich daher auch nicht verstehen. Völlig fehl am Platz. Kane musste wortwörtlich um ihn herumlaufen und vor dem leeren Tor traf er auch nicht. Den Abpraller musste dann Kane wieder klar machen. Ja, das ist, was mir auch aufgefallen ist. Ne? Also nochmal, Kane war hinter Choupo auf der 8, hat den Ball da verteilt und war dann wieder vor Choupo im 16er. Da habe ich mich auch gefragt, für was ist der Choupo jetzt auf dem Platz? Aber ja, Choupo hat 2 gute Aktionen gehabt. Immerhin hat er durch seinen Schuss aufs Tor, der gehalten wurde, das Tor vorbereitet, was Harry Kane gemacht hat. Und dann hat er noch einen sehr guten Pass, ich glaube auf Sané war es, in der zweiten Halbzeit gespielt. So, aber ansonsten war das relativ wenig. Im Gegensatz zu ihm hat Tell bei seinen Einsätzen bisher ja kaum mal eine schlechte Leistung gezeigt. Insofern ist mir das alles ein Rätsel, denn anscheinend hatte Tuchel auch vergessen, dass er Spieler hätte einwechseln dürfen. Nee, vergessen hat er das nicht. Wir haben es ja gerade schon gehört. Es war diese überragende Ballsicherheit, die wir gegen den super starken 1. FC Köln gezeigt haben, der uns wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Das wollte er dann halt nicht gefährden mit irgendwelchen Nationalspielern, die man einwechselt, die dann nicht in der Lage wären, den Ball zum eigenen Mitspieler zu spielen und nur Ballverluste zu produzieren. Weil ja auch nicht Herr Choupo-Moting im letzten Spiel den Ballverlust hatte, der zum Gegentor geführt hat. Aber gut, so ist das halt. Laut Tuchel lag es daran, weil alles gepasst hatte, daher keine Wechsel. Ja, bei allem Respekt, dann braucht er vorher auch nicht jammern, dass alle Nationalspieler physisch, mental und emotional müde sind. Wenn er dann gegen den Tabellenletzten alle Spieler, die weniger Minuten in den Beinen haben und sich einen Einsatz absolut verdient gehabt hätten, auf der Bank vergammeln lassen. Ja, sehe ich genauso. Und auf der PK wollte er sich dann auch noch herausreden und meinte, dass das nur das Feedback der Nationaltrainer gewesen ist. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das hat mich auch völlig zum Explodieren gebracht, dieses dumme Gelaber. Manchmal frage ich mich ernsthaft, an der Stelle von Müller, Tell, Pavlovic, Guerrero und Kretzig wäre ich tatsächlich angepisst. I don't know, weiß ich nicht. Ich fand das halt auch wild mit der Aussage auf der PK. Ja, das war ja nur das Feedback der Nationaltrainer. Ich habe ja nie gesagt, dass das bei uns auch so ist. What the hell is going on, Alter? Aber vorher in der PK referiert er 10 Minuten darüber, dass zu viele Spiele, zu große Belastung. Wild. Aber gut, wie gesagt, am Ende 1:0 und der Erfolg gibt dem Tuchel recht. So, wir haben keinerlei Argumente. Jeder, der auch hier schreibt, ach, wie toll das doch ist, wie sicher wir doch waren. Ja, auch da gibt es keine Argumente gegen. Wir haben den Ball in den eigenen Reihen gehalten gegen den 1. FC Köln. Ja, da können wir uns dann glücklich schätzen, dass wir das geschafft haben. Die Abwehrleistung, das schnelle Umschaltspiel fand ich richtig gut. Die präzisen Pässe nach vorne waren echt klasse. Aber vorne haben sie die besten Dinger hergeschenkt. Da hätte es nach knapp 30 Minuten eigentlich schon 15:0 stehen können. Fand die Erklärung vom Baumgart auf der PK gut, dass das auf seine Kappe ging, weil er meint, die Müdigkeit der Beine ausnutzen zu können und die Mannschaft hoch anlaufen ließ. Und dass das bitter in die Hose ging, weil die Bayern das wirklich sehr gut gemacht haben. Sie haben halt nur die Chancen nicht genutzt. Dass die Kölner nicht 2 Halbzeiten lang Harakiri spielen, war zu erwarten. Später standen sie defensiv kompakter, trotzdem haben die Bayern es souverän heimgebracht. Alles sehr kontrolliert und unaufgeregt, aber immer hellwach. Aber Köln war halt auch absolut kein Gegner. Kein Wunder, dass sie Letzter sind. Wenn das das Beste ist, was sie zu Hause zu bieten haben. Vor allem gegen Ende hin hätten sie sich wirklich mehr reinhängen können. Eine Chance zum Ausgleich kann man immer überraschend rausholen. Warum sie da nicht mal bei letzten Eckball alles nach vorn geworfen haben, habe ich überhaupt nicht verstanden. Sehr, sehr schwach. Ansonsten hat es mir tatsächlich ganz gut gefallen, bis auf die Chancenverwertung eben. Ruhe, Präzision im Aufbauspiel habe ich so tatsächlich noch nicht oft gesehen. Allerdings würde ich aktuell kein Geld darauf wetten, dass Tuchel nach dieser Saison noch im Amt sein wird. Selbst wenn er die Meisterschaft und Champions League Finale einziehen sollte, werden die Vereinsbosse es nicht gerne sehen, dass Spieler wie Thomas Müller oder Mathis Tel keine Lust mehr haben, nur weil sie anscheinend nicht ins Konzept von Tuchel passen. Das weiß ich nicht. Wenn du einen Trainer verpflichtest, wirst du ja immer in deinem aktuellen Kader Spieler haben, wo der Trainer, ja, die halt nicht in sein Konzept passen. Ja? So, ganz einfach. Und wenn der Holding Six kommt, wird auch ein Herr Kimmich nicht mehr in sein Konzept passen. Ja, von daher, aber das weiß man. Ja? Das ändert ja, wenn du jetzt wieder einen neuen Trainer holst, auch der wird wieder Spieler haben, die nicht in sein Konzept passen. Also das ist ja nun mal so. Wenn man sich auf einen Trainer
oder wenn man Trainer verpflichtet, dann weiß man, dass es Kaderänderungen geben wird. Und zwar auf beiden Seiten, in Zugänge und Abgänge. Das ist ganz normal. Also, ja, dass es dann Müller trifft, der natürlich so ein Vereinssymbol ist dann natürlich ein bisschen schwierig, ja. Auf der anderen Seite willst du Musiala dann außen vor lassen. So, dann regen wir uns wieder darüber auf, dass junge Spieler keine Chancen bekommen. Von daher finde ich das schon legitim. Was ich halt schwierig finde, ist dann, wenn wir gegen 1. FC Köln spielen, dann Schuppomoting aufläuft anstatt Thomas Müller. Das finde ich dann schon, das ist schon wild. Ist dann aber jetzt auch das Zeichen für Thomas Müller, dass er bei uns vor ist, denke ich. Ich denke, das war seit so der letzte Kick, dass er weiß, woran er ist. Und da wird man sehen, was jetzt passiert. Ob er in der Winterpause schon wechselt, ob er nächste Saison wechselt oder ob er seine Karriere beendet. Oder ob er sogar sagt, jo, ich ziehe das noch ein Jahr durch und setze mich auf die Bank. Wenn das Schmerzensgeld stimmt, macht er das vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das werden wir erleben, welche Art Typ er ist und was er noch möchte. Wenn er noch spielen will, muss er den Verein verlassen. Ganz einfach. Mathys Tel hat mit seinen 18 Jahren schon einen Marktwert von 50 Millionen Euro, aber man könnte meinen, der darf im Training nur die Bälle einsammeln. Wenn dann auch noch Xabi Alonso zur Verfügung steht und man sich entscheiden muss, ob der jetzt nach München oder Madrid geht, dann könnte es eng werden. Naja, also Madrid scheint ja gewillt, mit Ancelotti doch noch zu verlängern. Das steht ja gerade auch im Raum. Also ist da noch nicht mal unbedingt eine Trainerposition frei. Also mal abwarten. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt nur, weil Xabi Alonso die Möglichkeit hätte zu wechseln, dann jetzt sagt, wenn man Meister wird oder so, ja, das war's. Tschüssi. Weil dann würde man sich gar nicht darauf einlassen, jetzt zu sagen, jo, ich verpflichte den Spieler und den Spieler und den Spieler und richte alles nach dem Trainer aus. Das wäre ja auch Schwachsinn. Also man muss sich ja dann jetzt schon, man muss ja schon auf lange Sicht denken. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend bei uns. Naja, wer weiß, vielleicht tut uns der BVB kommendes Wochenende ja den Gefallen und macht die Bayern endlich zum Tabellenführer. Ja, ich persönlich glaube da nicht dran, aber wenn ich da nicht dran glaube, dann passiert es ja meistens. Für mich wird das eine klare Nummer für Leverkusen. Adrian Sané fehlen noch ein paar Prozent bei der Chancenverwertung, hätte 1-2 machen müssen. Kanes Pässe sind der Hammer. Ja, stimme ich dir zu. Banja nochmal erst einmal Hallo, 3 Punkte, aber auch einige Fragezeichen. Zuerst das Positive. Das war das erste Spiel, das man mit viel Ballbesitz beherrscht hat. Aber dabei wenig Fehler gemacht hat. Der Ball lief phasenweise wie unter Pep, ausgenommen Kim. Auch war es das erste Mal, dass wir trotz dessen wir nur 1-0 führen, das Spiel im Großen und Ganzen souverän zu Ende bringen. Kane und zum Teil Mazraoui, Goretzka, Kimmich, Opa, Neuer. Ach, obwohl Tuchel beklagt, dass viele Spieler überlastet sind, waren alle Spieler bis zum Spielende fit. Bei Köln zum Beispiel waren einige völlig leer und hatten Krämpfe, obwohl man 5-mal gewechselt hat. Ja, gut, Köln ist aber auch, ich weiß gar nicht, ich glaube nach der ersten Halbzeit schon 3 Kilometer mehr gelaufen wie wir. Also. Negativ die Chancenverwertung. Nicht so stark, Sané, King, Choupo. Kim hätte fast wieder geklingelt nach einem Pass von ihm. Leimer ab und an in der Offensive ist das okay. Aber defensiv reicht das nicht mal gegen Köln, obwohl er im Mittelfeld Zweikämpfe gewinnt, kann er auf Außen so fast gar nichts. Kommt nicht in die Zweikämpfe, kein Kopfballspiel. Ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht diesmal. Ich habe ihn schon schlechter gesehen außen. Aber ja, für mich ist er auch keine Option außen. Ihn kann man da wirklich nicht aufstellen. Dann lieber Kimmich, Rechtsverteidiger und Leimer 6, nicht als Strafe für Kimmich, aber Leimer außen geht gar nicht. Bin ich bei dir. Tuchel hat es zwar erklärt, warum er nicht wechselt, ich finde es trotzdem falsch. Außer Kane waren alle vorne nicht gut. Und wir haben Tell, Müller, Gnabry zum Beispiel draußen. Verstehe nicht, warum er das macht, obwohl er große Müdigkeit etc. beklagt. Ach, noch weniger verstehe ich, dass Kimmich bei jeder Ecke, die Sané tritt, da auch stehen muss, obwohl wir das nur einmal spielerisch lösen. Ansonsten die Ecke geschlagen wird und wir somit mindestens einen Spieler verlieren. Naja, ansonsten war es 3 Punkte zu 0 und die Tabellenführung. In der Benotung bzw. Bewertung der Spieler sind wir da doch unterschiedlicher Meinung. Aber es ist interessant, wie andere eine andere Meinung haben. Jo, sehe ich genauso. Als RV geht Leimer meine Erachtens nach zu schnell drauf, was auf der 8 gut ist, aber nicht als Verteidiger. Schnelle, dribbelstarke Spieler, da sollte er ja den Weg zustellen und die Räume verhindern. Ja, das ist ein Problem bei Leimer. Ja. Bin ich bei dir.
Es war ein Tacken besser schon, ne? Aber so die ersten Spiele waren richtig wild. Wie oft er halt drauf gestürzt hat, sich wie ein Terrier und ja, dann ganz, ganz schlecht aussah, weil zum Beispiel 2 Spieler waren, dann der Pass kam oder er halt einfach ausgedribbelt wurde und ja, da bin ich bei dir. Ne? Leimer als Außenverteidiger ist halt schwierig. Leider. Kimmich hat heute 1:1 den Querpass Toni gegeben. Wer ist denn der Querpass Toni? Manchen kann man es aber auch nie recht machen. Nee, kann man auch nicht. Man kann es nicht immer allen recht machen. Wie die Chancen in der ersten Hälfte vergeben wurden, war mal fast wieder fahrlässig. Ja, aber es hat ja gereicht am Ende. Also war es ja dann nicht fahrlässig. Die neue Eckentaktik. Kimmich täuscht an für Sané. Das heißt, den Gegner in Sicherheit wiegen. Andreas Wagner, GB. Frank Pastor, tut mir leid, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie es ein Fan langweilig wird, wenn die eigene Mannschaft zur zweiten Halbzeit nur 1:0 führt. Da rechne ich immer mit dem Schlimmsten bei der Truppe und stehe unter Spannung. Nee. Man hat nicht mit den Schlimmsten gerechnet, weil Köln ja gar nichts gemacht hat. Es war ein super langweiliges Spiel, sich anzugucken. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen und fand die zweite Halbzeit mega langweilig. Es war nur ein Quer- und nach hinten Geschiebe. Es war ganz selten mal der Versuch, mal offensiv irgendwas zu kreieren. Man hatte keinen Bock, wollte Kräfte schonen, was völlig legitim ist. Nochmal, es ist nicht in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es ein unterhaltsames Spiel wird. Schon gar nicht auswärts. So, wenn der Gegner meint, er stellt sich mit 2 Ketten hinten rein, dann ist das so, dann spielen wir den Ball hinten rum. Wenn der Gegner nicht meint, er rückt trotzdem nicht raus. Ja, aber so wie wir gespielt haben, kannst du überspitzt gesagt, hättest du auch sagen können, Upa und Minje spielt euch jetzt 45 Minuten den Ball hin und her. So, hättest du dasselbe Ergebnis gehabt. Okay, du hättest den Lattenschuss oder Kopfball war es von King nicht gehabt. So, und das kann man auch äußern, dass das halt langweilig zum Angucken ist. Das heißt ja nicht, dass es falsch oder schlecht war. Es war halt einfach mega langweilig. Und aus meiner Sicht, ich kann es gerne nochmal wiederholen, viel zu risikohaft. Wie du ja jetzt selber auch dann schreibst. Ja. Wenn Köln nochmal richtig Kräfte gesammelt hätte und nochmal die letzten 10 Minuten richtig Gas gegeben hätte. Und wenn es nur ein dummer Handelfmeter oder ein Freistoß an der 16-Meter-Grenze, der ungerechtfertigt gewesen wäre, was auch immer. Es hätte immer irgendwas passieren können. Du kriegst ein Gegentor, was vielleicht nicht gerechtfertigt war und du lässt 2 Punkte liegen. Zum Glück ist es nicht passiert. Ne? Aber nochmal, dieses Risiko einzugehen und 1:0 gegen den ersten FC Köln runter zu schaukeln mit der Aussage, der Platz war so schlecht und wir waren so im Flow und fühle ich halt nicht. Sage ich euch ganz ehrlich, ich fühle es nicht. Nochmal, selbst wenn wir Ballverluste in der gegnerischen Hälfte gehabt hätten. Ich habe nicht gesehen, dass Köln das irgendwie hätte direkt mit schnellen, starken Passspiel hätte ausspielen können. Also da habe ich Köln nicht in der Lage für gesehen. Ja, aber ich würde mich nur wiederholen jetzt. Oliver. Das erste Mal muss ich dir widersprechen. Starke Leistung nach der Länderspielreise. Zweite Halbzeit wurde zwar verwaltet, aber souverän zu Ende gespielt. Ja, ich habe es ja jetzt mehrfach erklärt, wie ich das sehe. Ist auch völlig okay, wenn man das so sieht. GB, Kane ist eine super Zehner. Lass doch mal Tell als 9 und Kane als 10 spielen. Junge, das kann doch nicht so schwer sein. Ja gut, Kane jetzt als 10er spielen lassen, weiß ich nicht. Du nimmst ja dann die Stärke, dass er halt auch vorne im 16er ist. Kannst dann schon eher so als Doppelspitze, wie es ja, keine Ahnung, gegen Köln vielleicht auch geplant war. Man sieht ja auch, dass wenn Kane als 9er spielt, er sich auch mal fallen lässt. Ne? Ja, aber mit einem offensiveren Zehner, aber das haben wir jetzt versucht mit dem Choupo. So, das war ja jetzt der super offensive Zehner. Der halt dann auch mal vor Kane sein sollte, was leider nie der Fall war. Wenn sich ein Kane fallen lässt, aber ja, keine Ahnung. Mal eine Meinung in eigener Sache, hoffe es dauert nicht zu lang. Ich bin Bayern-Fan seit 1970, bin Baujahr 65. Ich finde es traurig, teilweise unverschämt, wie von Vereinsbossen immer wieder mit verdienten Spielern umgegangen wird. Thomas Müller ist aktuell so ein Thema. Ein Gerd Müller hat man nach Kosmos ziehen lassen, glaube ich zumindest noch zu wissen. Ebenso ein Franz Beckenbauer, der danach noch beim HSV spielte. Es gibt so viele Namen, wo es natürlich immer ums Geld ging. Matthäus, Rummenigge und so weiter, aber selbst ein Schweinsteiger wäre bestimmt noch geblieben, wenn es gestimmt hätte. Muss man solche Ikonen wie Müller so erniedrigen und auf der Bank versauern lassen?
einen jungen Tell nicht Spielzeit geben, der voll auf Bayern on fire ist. Fußball ist mittlerweile nur noch Marketing. Der Fan hat nichts mehr zu sagen und mitzubestimmen. Ein junger Paul Breitner hätte heutzutage dagegen revoltiert. Dieser Kommerz hat mit dem Ursprungsfußball leider nichts mehr zu tun. PKs sind nur noch verlogen und Floskeln. Lass lieber wieder Sportler spielen, die ihren Job lieben. Sorry für mein Statement, Gruß Ben. Ben, erstmal musst du dich nicht für irgendeine Meinung oder dein Statement entschuldigen. Ja, was soll man jetzt ändern? Soll jetzt ein Dresden oder ein Uli Hoeneß hingehen und sagen, hör mal Thomas Tuchel, der Müller muss aber spielen. Und setz mal den Jamal auf die Bank. So, das wäre jetzt so die Alternative. Weiß ich nicht. Dann sind wir wieder bei dem Thema, wir ignorieren junge Spieler. Müller ist jetzt 34, so, ja. Welches Leistungspotenzial er jetzt noch wirklich hat, wissen wir nicht, weil dafür hat er zu wenig gespielt diese Saison. Aber ja, ich bin bei dir, wenn Jamal ausfällt oder wenn Jamal runtergeht nach 60, 70 Minuten, muss Müller die erste Alternative ohne Wenn und Aber sein. Punkt. Ja, das ist Müllers Position, die er seit Jahren gespielt hat. Und ihn dann irgendwie für 3 Minuten in Mainz zu bringen oder gegen Köln in Choupo-Moting Müller vorzuziehen, das fühle ich persönlich auch nicht. Ja. Da bin ich bei dir. Aber da jetzt von Vereinsführung irgendwas zu sagen, was willst du machen? Du kannst den Trainer nicht sagen, welche Spieler er aufstellen soll. Das, was du gerade sagst, stimmt natürlich, ja. Beckenbauer und so weiter, selbst ein Lothar, der dann nochmal wieder weg ist und so weiter. Schweini, dasselbe. Das Ding ist, es sind halt nicht alle Philipp Lahm. Ja. Es sind nicht alle so rational oder so, ja, rational passt vielleicht am besten. Die so sagen, alles klar, Leute, hier, ich bin am Höhepunkt meiner Karriere, jetzt kann es nur noch schlechter werden. Ich habe alles erreicht, das war's für mich. Ich habe genug Geld verdient, ich beende meine Karriere und gut ist. So, du hast halt viele Spieler, so wie es beim Schweini war, wie es jetzt bei Müller ist, der auch noch irgendwie locker 1, 2 Jahre spielen möchte. Was willst du da machen? Nochmal, was wäre die Alternative jetzt zu sagen? Die Alternative wäre, Jamal Musiala sitzt auf der Bank. Jamal Musiala hat so viel Talent, ja, der wäre dann auch weg. Das müssen wir ehrlicherweise auch sagen. Ja, genauso wie es ein Tell sein wird. Wenn Tell nicht eine Spielzeit kriegt, wird er sich das auch nicht nochmal ein Jahr antun. Ich bin da bei dir, was ein Tell anbelangt. Ja, er muss Einwechselspieler Nummer 1 da vorne sein, auf den Außen. Und auch auf der 9. Du kannst auch mal, wenn es 3-0 steht, 4-0 steht, kannst du auch mal einen Harry Kane zur 60., 70. auswechseln und Mathys Tell da vorne reinstellen. Ja, und nicht da irgendwie einen Schupur da rumeiern lassen. Nochmal, ich sehe Müller auch auf der 10, es muss eher die erste Alternative sein. Und auch da, Thomas Tuchel labert immer wieder von Belastungssteuerung. Und nochmal, dann wechselt er Thomas Müller gegen Mainz für 3 Minuten ein. Also das hat nichts mit Belastungssteuerung zu tun. Und ich denke, dass Thomas Müller hätte das auch mitgemacht. Ja, diese Saison und auch nächste Saison. Wenn er sehen würde, ich komme immer für eine halbe Stunde, kann da nochmal Input geben, kann nochmal der Mannschaft helfen. Und wenn der Stammzehner verletzt ist, wie es Musiala ist, ich bin dann der erste Kandidat, der da spielt. So. Ja. Wenn das so wäre, denke ich, hätte Müller das auch durchgezogen. Weil dann hätte er seine Spielzeit, aber wir haben jetzt gerade gesehen, ja, er wird bei uns keine Spielzeit mehr kriegen. Ich denke, das hat Tuchel jetzt mehr wie klar gemacht mit der Aufstellung von Choupo gegen Köln. Und von daher muss Müller jetzt für sich entscheiden, was er möchte. Entweder beendet er seine Karriere am Ende der Saison, oder er wechselt den Verein. Darauf wird es hinauslaufen. So, aber das jetzt irgendwie, ja, wie willst du das von Vereinsseite, von der Führung her kommunizieren? Du kannst nicht zum Trainer gehen und sagen, hier, Müller muss jetzt immer eingewechselt werden oder sowas. Das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Ne? Du müsstest ja den Trainer rauswerfen. So, das wäre die Alternative, die du machen kannst. So. Ist das gewollt? Ich glaube nicht, nein. Ich verstehe deinen Punkt. Ja, ich fühle das auch so. Ist aber dann auch immer so ein bisschen das Problem der Spieler. Ne?
denke, Müller hat alles erreicht, ist was, 33, 34 oder was am Ende der Saison. Wäre dann halt auch ein Zeitpunkt zu sagen, alles klar, das war's für mich. Ja. Ähm, Vielleicht hätte er das schon vor der Saison machen sollen, dann wäre es nochmal ein rühmliches Ende gewesen. Wenn er es jetzt nach der Saison macht, wäre es natürlich auch ein trauriges Ende. Nach so einer Saison, wie es jetzt läuft, mit ein paar Spielminuten hier, mal ein paar Spielminuten da. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, nee, dann gehe ich noch ein Jahr woanders und beende dann meine Karriere mit einer gewissen Würde. Ja? Und nicht irgendwie so in so einem schleichenden Prozess. Ja, aber da, keine Ahnung, ich kann nicht in Müller reingucken. Wir werden es die kommenden Monate sehen, ne? Ähm, was passieren wird. Ja. Markus, in der ersten Halbzeit hätten wir 15 Uhr führen müssen und in der zweiten Halbzeit habe ich schon gedacht, dass Köln den Ausgleich machen wird. Gott sei Dank nicht, aber was ich nicht verstanden habe, warum er nicht Müller gebracht hat und generell nicht gewechselt hat. Ja, haben wir jetzt schon öfter thematisiert. Ich sehe das ähnlich, aber wir haben ja auch die Gegenargumente gehört. Gerhard Berger, ganz beide, für mich fast dasselbe Spiel wie bei den Frauen gegen PSG in der Champions League. Chancen in Fülle, die man nicht reinmacht oder zu Ende spielt und am Ende ein Zitterspiel, weil man fast noch den Ausgleich bekommen hat. Vielleicht sagen viele, es war spannend, aber für die Nerven ist das nichts. Na gut, ich fand die zweite Halbzeit jetzt nicht spannend. dafür, dafür war Köln viel zu passiv und wir halt auch einfach, ja, kontrolliert im Ballbesitz. Also da war nichts spannend. Ja, die letzten 5 Minuten dann, da kannst du dann nochmal von reden, dass es spannend wird, wenn Köln eine Ecke kriegt und ja, kann immer irgendwas passieren. Ja, das fühle ich. Aber ansonsten war in der zweiten Halbzeit nicht spannend. GB, Hauptsache wir gewinnen die Spiele. Nach der Winterpause sollte spielerisch eine Schippe draufgelegt werden. Hoffe, dass wir 2 bis 3 neue Stammspieler dazu holen, sonst geht das Gegurke weiter. Ich fand das jetzt gar kein Gegurke, wenn ich ehrlich bin. Nochmal, erste Halbzeit fand ich völlig gut, völlig okay von uns. Zweite Halbzeit war ja kein Gegurke. Es war, wie hier auch schon stand, kontrollierter, sicherer Ballbesitz, aufgrund wie Köln halt auch gespielt hat. Und das ist legitim. Ja? Es ist langweilig zum Angucken. Und nochmal, ich verstehe es nicht, warum man nicht das 2-0 macht. Dann kann man den Ball gerne so hin und her schieben, wie man das getan hat. Weil dann ist man safe, wenn man irgendwie ein dummes Gegentor kassiert. So fand ich das persönlich ein bisschen risky. Aber nach so einer Länderspielpause, nochmal, kannst du so ein Spiel so spielen. Ja, davor die 3 Spiele waren noch echt gute Leistungen. Und wir werden heute sehen, was heißt heute Morgen. Ich bin sehr gespannt, welche Stammformation aufläuft. Im Hinblick auf Belastungssteuerung. Ja, und was dann an Leistung gezeigt wird. Ich bin sehr gespannt. Olo, erste Halbzeit war recht okay, aber zweite Halbzeit war erschreckend langweilig. Bin da zu teils eingeschlafen, aber nach so einer Länderspielpause und das an einem Freitag nimmt man die 3 Punkte mit. Hoffentlich verbessert unsere Chancenauswertung in den nächsten Spielen. Defensiv war das solide, Mund abputzen und weiter. Ja, haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, so kann man das sehen. What's up? Erste Halbzeit war echt gut, aber die Chancenverwertung eine Katastrophe. Zweite Hälfte, was soll man sagen? Hab dann den Grill angeworfen, da es echt langweilig war. Tell, Müller, Pavlovic und Kretzig hätten kommen müssen. Lord of Air oder Lord of Air? Ach, keine Ahnung, ich nenne dich Lord. Tut mir leid, lieber Thomas Tuchel, aber was sie mit Thomas Müller machen, spottet jeder Beschreibung und ist eine absolute Frechheit. Eine Demütigung unseres Weltmeisters und Publikumslieblings. Okay, an Musiala kommt er nicht vorbei, aber an Choupo? Der hat 2 mega Chancen versammelt und ist in einem absoluten Formtief. Ich hoffe für sie, dass die Champions League Mannschaft gewinnt, sonst wird es verdammt eng. Ja. Kann man so sagen, wie du es sagst. Ja, ich habe es auch nicht verstanden, dass man da. Ich bin bei dir, dass er aktuell nicht an Musiala vorbeikommt. Ich habe es ja vorhin jetzt ein paar Kommentare vorher ausgeführt, wie ich die Situation um Müller sehe. Dass da ein Choupo vorgezogen wurde, absolut lächerlich, meiner Meinung nach auch. Hobby, hoch da Humpen, nei in den Zinker morgen, mirs ma Sprudeltrinker. Knickknack, knubbel, die Puppel, die Dipika. Drauf geschissen, 3 Punkte, okay, mir ist an mir. Maximilian Fitzel, ich fand es ein schlechtes Spiel, Glanz und Dominanz hin und her. Man muss schauen, dass man von den
10.000%ig wenigstens 2 Tore macht. 1:0 ist immer gefährlich und kann trotz Dominanz schnell kippen. Gegen den VfB und die Eintracht wird die Leistung nicht reichen, da diese Mannschaft Qualität in der Offensive haben und die Tore machen. Ja, ich bin da bei dir, was das 1:0 angeht, habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gesagt. Jetzt das mit dem VfB Stuttgart und Eintracht zu vergleichen, müssen wir nicht. Klar musst du eine andere Leistung bringen, aber guck dir die Leistung gegen Saarbrücken an und die Leistung gegen Dortmund. Also, wir können jetzt nicht vom Spiel gegen Köln nach einer Länderspielpause auf ein Spiel gegen Stuttgart oder Frankfurt Rückschlüsse ziehen. Ich gebe dir recht, natürlich müssen wir da eine andere Leistung bringen. Ja, das steht ja außer Frage. Aber ich denke, da müssen wir uns auch keine Sorgen machen, dass dem so sein wird. Ob das dann natürlich reichen wird, werden wir sehen. Helga, was Tuchel mit Müller macht, ist unglaublich. Tuchel soll noch einmal für einen zu kleinen Kader jammern. Er sammelt definitiv Argumente für neue Spieler im Winter. Die Bosse denken doch auch, du willst neue Spieler, aber arbeitest nicht einmal mit denen, die da sind. Du willst einen neuen Außenverteidiger, lässt aber einen Davis, Guerrero oder Kretzig 90 Minuten auf der Bank. Ja, kann man so argumentieren. Fakt ist, Mazraoui wird beim Afrika Cup sein. Das heißt, da fehlt dir ein Außenverteidiger. Wenn wir jetzt sehen, man stellt einen Leimer dahin, dann bekommen wir alle das Wein, weil er das einfach nicht kann. Das Logischste wäre, man verpflichtet eine Holding Six und Kimmich spielt einen Rechtsverteidiger. Ja. Selbst dann, ja, hast du immer noch die Situation, dass du keinen Ersatz hast, ne, so wie es jetzt halt auch ist. Deswegen, ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger, ja. Linksverteidiger bin ich aber bei dir. Also ein Guerrero oder ein Kretzig können Linksverteidiger spielen. Da braucht man nicht irgendwie diese komischen Experimente machen, die man da jetzt auch getan hat mit einem Mazraoui auf links, obwohl das gut gemacht hat, wie ich fand. Aber das hättest du dir schenken können. Du hättest auch einfach einen Guerrero da hinstellen können oder einen Kretzig und wäre gut gewesen. Aber gut. Das mag auch jeder anders sehen. Am Ende des Tages gibt der Erfolg den Tuchel recht, nicht uns. Kimmich sollte zusehen, wie man Ecken schießt. Der ist aber auch böse, Legion. Sascha, bin ich der Einzige, der Sané extrem schlecht sieht? Er bekommt keinen Ball, außer er fällt ihm direkt auf den Fuß. Tore schießen kannst du gleich vergessen, er ist ja nur Stürmer. Ist in letzter Zeit nur gut aufgefallen, weil Kane ihn gut bedient hat. Zweikampf lieber nicht, da sehe ich immer ganz schlecht aus. Also ich sehe ihn total überbewertet. Etwas Demut und ein Basislehrgang würde ihm gut tun. Nee, sehe ich nicht so, Sascha. Ja, er hat immer mal ein bisschen Phasen drinne, auch gegen Köln. Zweikampfverhalten, wo er dann erst stehen bleibt, ihn dann doch trotzdem nochmal der Ehrgeiz packt, er nochmal hinterhergeht. Also ich denke, das kann man ihm nicht absprechen. Die Chancenverwertung, ja, na klar, kannst du ihm völlig absprechen in dem Spiel jetzt. Dass er oft auch mal zu eigensinnig ist, solange er ab und wann oder solange es eine gewisse Ausgeglichenheit ist, gehe ich damit d'accord. Guck dir einen Arjen Robben an, das war dasselbe. Arjen war auch oft genug super eigensinnig. Ja, er hat die Dinger dann oft gemacht, aber oft ging der Ball halt auch daneben. Ne? Und da hat er auch schon mal öfter mal den Stürmer übersehen. Hat aber auch dann oft genug den Stürmer halt nicht übersehen. Also das müsse, diesen gewissen Egoismus musst du schon mitbringen auf diesen Positionen, die Sané und Coman spielen. Wie gesagt, das Verhältnis muss passen, ne? Und ich denke, das ist in den letzten Spielen auf jeden Fall besser geworden. Ne? Dass ein Sané halt auch mal einen Kane einsetzt. Das Einzige, was ich zu kritisieren hätte, wäre aktuell die Chancenverwertung. Ja, das war schlecht von ihm. Und ja, er hat immer mal wieder Phasen in den Spielen, wo man, ja, wo die Körpersprache und so die Einstellung immer so ein bisschen genervt wirkt. Aber das ist auch schon weniger geworden. Aber ja, man kann natürlich so, wenn man auf jede Kleinigkeit achtet, kann man damit sicher einiges kritisieren. Aber wie gesagt, ich denke, wir sehen aktuell auf jeden Fall den stärksten Sané bei uns, seitdem er bei uns ist. Und ich hoffe, er hält das so. Ja, dass er auch mal ein schlechtes Spiel drin hat oder mal eine schlechte Phase im Spiel. Ja, am Ende des Tages sind das alles Menschen, das muss man denen zugestehen. Solange er nicht über ein halbes Jahr abtaucht, wie es sonst immer der Fall war, bin ich da guter Dinge. Fabienne,
Auch dreckige Siege gibt 3 Punkte. Die Siege können am Ende entscheidend sein. Choupo-Moting fand ich richtig schlecht. Er spielt letzte Zeit Käse, wenn Angebot für ihn gibt, abgeben. Ja, 3 Punkte sind 3 Punkte am Ende des Tages. Völlig richtig. Der Kommentar. Köln war ein absoluter Graupengegner. Definitiv kein Abstiegskandidat. Definitiv ein Abstiegskandidat. Gegen jeden anderen Gegner holst du mit dieser Leistung keine Punkte. Sané und Choupo waren unterirdisch. Hydrographics. Pünktlich auf die Minute. For the haters. ja. Velasquez. Warum hat Tuchel keine frischen Kräfte eingewechselt? Das ist nicht nachvollziehbar. Das hätte ins Auge gehen können, wenn Köln einen Sturm hätte, der den Namen Sturm verdient. Ja. Bringst du in Einsatz rüber, wo ich hier halbe Romane für erzähle. Gebe ich dir recht. Chris, ja, ohne Glanz muss man immer mit Glanz spielen. Dann gebe ich dir einen Tipp. Warte mal 10 Jahre ab. Vielleicht gibt es dann KI-Maschinen, die perfekt alles so machen, wie du es dir wünschst. Für mich hat das auch nichts mit einem Bayern-Fan zu tun, immer nur am Rumnörgeln. Ich weiß, dass ich mir das nicht anschauen muss, aber es lädt halt ein, wenn man den Namen des Videos schon lesen muss. Chris, also, keine Ahnung, wo fange ich an? Also, erstmal habe ich die erste Halbzeit sehr gut gesehen, habe ich sogar in dem Video gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass die zweite Halbzeit super langweilig zum Anschauen war und dass ich absolut nicht verstehe, warum man nicht auf ein 2:0 geht, weil es super risky ist, mit einem 1:0 in die letzten 10 Minuten zu gehen. Zum Glück war Köln nicht in der Lage dazu, uns da nochmal Parole zu bieten. Wie das aussehen kann, haben wir in den letzten Spielen gesehen. Das andere, worüber ich mich aufgeregt habe, ist, dass man nicht gewechselt hat, um einfach frische Jungs vorne zu bringen, die halt das zweite Tor machen und damit das Spiel entscheiden. Ich habe weder gesagt, dass mir der Glanz fehlt, ich habe weder Spieler schlecht bewertet. Ich glaube, abgesehen von Choupo hat jeder Spieler eine 3 gehabt, mal einer eine 3-, mal einer eine bessere 3. Also was du hier gerade mir erzählen möchtest, ist absoluter Schwachsinn. Das andere, du sagst, warte, für dich hat das nichts mit einem Bayern-Fan zu tun, dass man, immer nur am Rumnörgeln ist, aber du hast dir wegen dem Titel das Video angeklickt. Was ja völlig widersprüchlich ist. Klickst ein Video an, mit dem Titel, der das wiedergibt, was im Video gesagt wird, und regst dich dann darüber auf, was im Video gesagt wird. Also, I don't know. Nochmal, dann guck dir das Video einfach nicht an und schenk dir so eine Kommentare und geh mir damit einfach nicht auf die Eier. So. Und da dir das hier alles nicht gefällt, kannst du hier auch keine Kommentare mehr schreiben, kannst dir einen neuen Account erstellen, dann kannst du gerne wieder was schreiben. Korsika, ich verstehe Tuchel nicht. Warum wechselt er nicht, wenn doch alle Spieler so erschöpft sind? Werde ich nicht verstehen. Sollten am Mittwoch die gleiche 11 spielen, will ich von ihm nie wieder was hören. Sorry, aber Tuchel muss weg. Er vergraut uns Tell, De Ligt, etc. Müller wird seinen Vertrag auch nicht verlängern. Joa. Kann man so sehen. Wie gesagt, ich bin auch gespannt auf die Aufstellung. Ich denke, er wird Müller aufstellen. Ich denke, der Rest wird gleich bleiben. Also ich glaube nicht, dass er den Müller jetzt nochmal außen vor lässt. Also dann ist wirklich, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich denke, der Rest wird erstmal anfangen. Aber vielleicht täusche ich mich auch, wir werden es sehen. Aber ja, ich bin dann bei dir. Ich werde dann auch keine Aussagen mehr ernst nehmen, die er, was das betrifft, von sich gibt. Snackmonster macht die Fledermaus. Oliver, Dickerchen, heute jammerst du auf sehr hohem Niveau. Ich verstehe nicht, wie ihr das immer alles als Jammern interpretieren könnt. Also, I don't know. Aber ja, wenn du das so sehen möchtest, dann sieh das. Ist für mich völlig okay. Und Dickerchen, ja, ich bin ein Dicker. Von daher kannst du mich gerne Dickerchen nennen, habe ich kein Problem mit. Für mich das langweiligste Spiel seit langem. Außerdem eine Frechheit, dass Choupo 90 Minuten lang da rumgeistert. Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber gegen andere Mannschaften wäre uns das sowas von um die Ohren geflogen im Moment.
Ja, aber zum Glück war es ja nicht gegen eine andere Mannschaft. Muss man ja fairerweise sagen. Ansonsten, ja, stimme ich dir zu. Ich habe es ja jetzt mehrfach hier gesagt. Und ja, wir sind bei 54 Minuten, von daher gehen wir noch in die anderen Kommis mit rein. Dann brauche ich die nämlich nicht schriftlich beantworten. Auch wenn meine Stimme gerade echt Alarm macht. Ja, da werden natürlich ein bisschen krassere Kommentare, erwarte ich da. Weil ich mich ja wieder leicht echauffiert habe über Tuchel, über sein dummes Gelaber, wie ich es, glaube ich, genannt habe. Das hätte man natürlich ein bisschen besser ausdrücken können. Aber es ist mir einfach herausgeschossen in dem Moment. Aber von daher nehmen wir die Kommentare aus der Pressekonferenz jetzt noch mit. Dann haben wir das in einen Abwasch. Zum Trainer gehört auch ein Taktikfuchs, sogar bei mir im Schwimmen. Gibt's auch im Schwimmen. Gruß, Frank. Okay. GB. Baumgart hat es richtig gut analysiert. In der ersten Halbzeit hätten wir 4-0 führen müssen. Da hat uns das Spielglück oder die Cleverness gefehlt. Ja. Lass ich so stehen. Frank, glauben heißt nicht wissen. Nächstes Jahr kann endlich die Bankmannschaft spielen. Gerard Berger, wenn er die Spieler, die gegen Köln nicht zum Einsatz kamen, gegen Kopenhagen spielen, ist alles gut. Aber wenn er sie wieder ohne Grund auf der Bank lässt, bekommt er Probleme oder er muss alles gewinnen, was noch zu gewinnen ist. Ja, er gewinnt ja im Moment die Spiele, also die Argumente sind ja alle auf seiner Seite. Von daher ist ja alles gut. Ja, im DFB-Pokal sind wir raus, da können wir ja jetzt etwas regenerieren. IQ-Sag. Nicht vergessen, Thomas ist 34 Jahre alt, da ist halt auch das Karriereende in Sicht. Ich glaube, ohne das Problem Müller würde es Tuchel besser gehen. Ja, ich habe das ja vorhin schon ein bisschen ausgeführt, wie ich die Situation um Thomas Tuchel sehe, Thomas Müller sehe. Und ja, natürlich ist er 34 Jahre alt. Ein Choupo-Moting ist aber auch, glaube ich, 33 oder 34. Also, und dem dann Müller vorzuziehen in einem Spiel gegen 1. FC Köln, ist dann halt schon schwierig. Ansonsten bin ich dabei, wenn Musiala fit ist, kommt Müller nicht mehr an Musiala vorbei, beziehungsweise sollte er auch nicht, weil Musiala Spiele braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das ist völlig okay. Aber ein Thomas Müller sollte dann der erste Einwechselspieler sein auf der Position. So, und das ist er halt nicht. Und das ist dann das Schwierige. Jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel, außer gegen Köln, denn das ist ein 6 cm größerer als Müller wegen Standards vorm tiefes, 93 Minuten langes Schupo-Spiel. Lukac. Ich glaube, die versuchen Schupo im Winter zu verkaufen. Ja, aber hat der Schupo dann Werbung für sich gemacht? Weiß ich nicht. GB. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Ja. Brauche ich einen Panther, wa? WhatsApp. Tuchel und das Wechselthema ist eine Geschichte für sich. Tell, Müller, Pavlovic, Kretzig. Hätte er ruhig noch bringen können, dann hätten wir sicher noch 1 bis 2 Buden gemacht. Sehe ich persönlich genauso. Alexander Casa. Hört das nur mir so auf oder warum bekam Baumgart so gar keine Sprechzeit? Ich muss fast lachen, als der am Ende nochmal irgendwas sagen wollte und selbst wenn es nur um den Rasen ging. Fand ich tatsächlich etwas respektlos von den Journalisten, war schließlich ein Heimspiel der Kölner, die sich im Abstiegskampf befinden. Ja, das ist aber leider in jedem oder fast jedem oder in vielen Auswärtsspielen so. Dass wenn dann die offene Fragerunde ist, dass dann echt viele Fragen zum FC Bayern immer kommen. Anstatt zu dem Heimteam. Finde ich auch immer ein bisschen wild. Aber wir haben auch 1, 2 Spiele gesehen oder Pressekonferenzen gesehen, wo das anders war. Ja, und so sollte das eigentlich auch sein. Aber anscheinend haben die Kölner, entweder waren vielleicht nicht so viele Kölner Reporter da oder hatten halt einfach nicht mehr Fragen als die 2, die gestellt wurden. Ich weiß es nicht. Chico, bin erstaunt, dass du noch so ruhig bleibst bei diesen Cheese. Dude, hier habt ihr es zuerst gehört. Müller wird sicher wechseln. 1 Jahr vor dem Finale daheim. Ja. Sollen wir wetten? Du glaubst doch jetzt wohl nicht ernsthaft, dass ein Müller mit der Spielzeit, die er aktuell hat, zufrieden ist. Also nochmal. 3 Minuten in Mainz eingewechselt, nur als Beispiel. Und
93 Minuten Choupo-Moting auf der 10 für den Thomas Müller. Was bringt ihn denn im Finale da home, wenn er im Finale da home nicht spielt? Soll er sich dann auf die Brust tätowieren, ich war dabei oder was? Also, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Dorto Flair, tut mir leid, lieber Thomas Tuchel, aber was sie mit Thomas Müller machen, spottet jede Beschreibung. Okay, das haben wir schon in dem anderen gelesen, ne? Johannes kann diese ewige Gelaber mit Verdienst zu spielen und so weiter auch nicht mehr hören. Teil dazu 1000% deiner Meinung. Erst rumflemmen wegen der Belastung und dann alle durchspielen lassen, fällt mir auch nichts mehr ein. Kahn, Bayern. Misse, da geht gleich das Bayern-Handy los. Alter Belly. Müller ist zu alt. Wer das immer noch nicht rafft, der lebt in der Vergangenheit. Einfach mal einsehen, dass die Zeit abgelaufen ist. Kann ich nicht einsehen, weil ich es nicht beurteilen kann, weil ich Müller dafür die Saison zu wenig gesehen habe. Er hat gute Spiele gehabt, schlechte Spiele gehabt, wo er reinkam. Oder auch, wo er von Anfang an spielen durfte. Aber ein Choupo ist genauso alt. Verstehst du? Nochmal, wenn Musiala fit ist, spielt Musiala, das ist auch völlig gerechtfertigt. Aber Thomas Müller sollte die erste Alternative auf der Position sein. Wenn er das nicht ist, ja. Was soll er dann noch bei uns? Und ja, dann, wie du sagst, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist die Zeit abgelaufen. Bin ich ja komplett bei dir. Will ich dir gar nicht widersprechen. Und vielleicht ist das so, dass, ja, können wir oder kann ich aktuell auf jeden Fall nicht einschätzen. Das muss er für sich selber entscheiden. Ne? Aber habe ich ja jetzt schon in den vorigen Kommentare schon mehrmals beantwortet. Patente, du sagst, du hältst für Tuchel die Fahne hoch, aber disst ihn. Jedes Video. Du widersprichst dir da mindestens genauso wie Tuchel selbst. Finde deine Videos eigentlich gut, aber dein Tuchel-Bashing ist wenig anstrengend. Ist wenig anstrengend. Ja, wenn es nur wenig anstrengend ist, ist ja alles gut, oder? Wenn es dir zu anstrengend wird, guckst du halt woanders. Dasselbe gilt für dich, Kahn Bayern. Schockverliebt, Redmond, Kritik an Tuchel ist völlig angemessen. Tuchel wäre letzte Saison ohne Titel ausgegangen, wäre der BVB cleverer gewesen. Ja, darum geht's gar nicht. Ich habe die Fahne hochgehalten gegen der ganzen Kritik, wo ich schon immer gesagt habe, man sollte den Tuchel mal bis zum Rückrundenstart Zeit geben, dass man dann mal sieht, dass eine Entwicklung da ist in der Mannschaft. Und ich habe auch gesagt, dass die letzten 3 Spiele ein super Schritt waren unterm Tuchel. Ja, aber wenn ein Tuchel sich innerhalb von 3 Tagen in den PKs widerspricht und das erzählt und anders handelt, dann kritisiere ich das. Punkt. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sagen würde, Tuchel raus oder Tuchel passt nicht oder sonst was. Davon bin ich weit entfernt. Wenn ihr das alle nicht rafft, weil ihr einfach, weiß ich nicht, entweder guckt ihr hier die Videos mit einem halben Ohr oder zieht euch nur das raus, was ihr hören wollt. Ja, dann ist das euer Ding, dann ist mir das auch egal. So, wenn ihr mal aufpassen würdet, was ich erzähle und wenn ihr dann auch mal euch einen Stream anguckt, was ich da erzähle, dann sollte eigentlich meine Meinung klar sein, ne? Wie ich zum Tuchel stehe. So, und ich kritisiere den Tuchel für seine Aussagen und für das, wie er dann handelt, ja. Aber ich habe ihn genauso immer in Schutz genommen, habe gesagt, er braucht erstmal die Zeit. So, und nochmal, die letzten 3 Spiele waren okay, auch gegen Köln war okay. Das Einzige, was mich gestört hat, sind sein dummes Gelaber von wegen Belastung und lässt dann 90 Minuten die gleichen Spieler durchspielen und um 1:0 nach Hause zu schaukeln. Nochmal, wo es jederzeit hätte passieren können, dass du einen ungerechtigen Elfer oder sonst irgendwas kriegst und dann nur einen Punkt mitnimmst. Wo ist da der Sinn? So, und wenn ich das dann sehe, dann kritisiere ich das. Wenn euch das auf Eier geht, alles gut. Schreibt's in die Kommentare, geht danach woanders hin, guckt euch irgendeinen Wünschelrouten FC Bayern YouTuber an, der alles in den Himmel lobt, dann ist doch gut, dann geht doch dahin. Aber geht mir doch dann nicht auf den Keks, Alter. Samuel, in Wahrheit kann der Tuchel den Müller nicht ab, er wird von vielen immer wieder und immer noch unterschätzt. Aber das weiß ich nicht, ob das so ist. Keine Ahnung. Mittlerweile werden deine Videos immer schlechter mit deinem Tuchel-Bashing. Jo. Tschö. Tschüssi, geh woanders hin. Christian, Thomas T. will Müller loswerden. Das war heute wohl mehr als ein Zeichen. Naja, es war auf jeden Fall ein Zeichen, dass kein Vertrauen in Müller da ist.
So, ob er ihn loswerden will, keine Ahnung. Ich meine, Müller ist am Ende seiner Karriere, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, es war ein klares Statement. Und nochmal sich dann wieder dahinzusetzen und das dann schön zu reden mit, ach, Müller, ja, ist so ein toller Spieler und müsste eigentlich spielen, Blasewitz. So, das ist das, was mir auf die Eier geht. Das kritisiere ich dann auch knallhart und jeden, denen das nicht gefällt. Alter, tschüss. Ihr müsst hier nicht auf YouTube sein. Ihr müsst euch nicht meine Videos angucken. Und ihr müsst mir nicht in den Kommentaren auf die Eier gehen. Ansonsten blende ich euch aus das nächste Mal und gut ist. So. Ja, ansonsten schreibt gerne rein. Du kritisierst den Tuchel zu viel. Ich gehe und gucke hier nicht mehr. Dann ist gut. So. Ist doch völlig okay. Wegen mir. Oh wie du, Alter. Gerald Berger, man könnte meinen, der Tuchel hat gerade nur 11 gestandene Spiele zur Verfügung und ist gezwungen, diese 11 Spieler durchspielen zu lassen. Ja, er ist auf jeden Fall kein großer Freund von Rotation, womit er nicht alleine ist. Es gibt viele Trainer, die da kein großer Freund sind. Ich erinnere an Carlo Ancelotti. Ich glaube, da war das ähnlich, ne? Der auch nicht so der große Freund von Rotation war. Keine Ahnung. Ich denke, am Ende des Tages kommt es drauf an, wie ein Tuchel das innerhalb der Mannschaft moderieren kann. Ne? Müller hält die Füße still aktuell, es scheint glücklich zu sein, Tell genauso. Kretzig und Pavlovic können noch nichts anmelden irgendwie. Ja, interessant wird's halt, wenn die Holding Six kommt, wenn noch ein Innenverteidiger und noch ein rechter Verteidiger kommen, die uns wirklich weiterhelfen. Dann wird's interessant, weil dann hast du Spieler, die was anmelden können. Weil ein Kimmich wird dann keine 6 mehr spielen. So, spielt dann Kimmich die 8. Was macht dann ein Leimer Goretzka? Spielt ein Goretzka die 8. Was macht dann ein Kimmich? So, dann kommst du in die Bredouille, dass du Spieler hast, die was anmelden können. Warum ein Müller gerade die Füße stillhält? Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er es für sich festgelegt, er hört auf oder wie wir einen anderen Kommentar hatten, ja, Müller möchte das Finale der Horm noch mitnehmen, auch als Reservist. I don't know, ich weiß es nicht. Wir werden es die kommenden Monate sehen, wo die Reise hingeht. Ja, so ist es halt. So, Gerald Berger nochmal, was Müller angeht, mal sehen, wo der FC Bayern steht am Ende der Saison und wer nächste Saison noch Trainer ist beim FC Bayern. Denn ohne Titel mit dieser Mannschaft kann man einen Tuchel nicht mehr ernst nehmen. Ja, ich bin dabei dir. Es wird spannend sein. Aktuell sieht es ja gut aus. So, das kann aber auch ganz schnell umschlagen. Keine Ahnung, wir haben jetzt noch 3 schwere Spiele. Union mal abwarten, inwieweit der Trainerwechsel jetzt nochmal Schwung bringt. Dann sind es 4 schwere Spiele. Leverkusen hat auch noch schwere Spiele. So, ich denke, dann kannst du vielleicht siehst du schon mal einen kleinen Anhaltspunkt. I don't know. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sind bald noch gleich auf. Champions League sind wir durch, sind wir weiter. DFB-Pokaltitel ist weg. Ja. Ich denke, die Leistung, die wir bisher gesehen haben, wird Tagesform abhängen in der Champions League. So. Wird man sehen. Kann so und so ausgehen. Du kannst schnell ausscheiden, du kannst sehr weit kommen. Ja. Wir werden es erleben, denke ich. Das ist das Schöne am Fußball. Nichts ist sicher. Und ja, es kann immer sehr schnell gehen. Mein Gott. Ob ein Tuchel am Ende der passende Trainer ist für diese Mannschaft oder für unseren Verein. Ja, das werden wir auch sehen, denke ich. Ich denke spätestens Ende der Saison. Kann man da mehr zu sagen. Aktuell denke ich, täuscht ein Kane über sehr viele Schwächen hinweg. Ja, ich denke, das können wir festhalten. Denkt euch Harry Kane weg aus dieser Mannschaft, dann wäre es schon sehr, sehr schwer geworden. Wir sind aber jetzt allerdings auf einem guten Weg, habe ich auch gesagt. So die letzten 3 Spiele, mal Köln jetzt außen vor, wo Köln auch eine gute Leistung war. Also die letzten 4 Spiele ist auf jeden Fall eine Ecke besser wie die Spiele davor. Und mal gucken, wohin die Reise geht, wie die Entwicklung weitergeht. Und nochmal, ich denke, so richtig beurteilen können wir den Tuchel dann, ja, wenn die Rückrunde 2, 3 Spiele alt ist. So, wenn er seine Neuzugänge kriegt, wenn er seine ach so geliebte Holding Six kriegt, weiß ich nicht, wie dann sein Spielsystem aussehen wird. Werden wir dann sehen. Ja, ich denke aktuell, warum die letzten 4 Spiele ein bisschen besser waren, er hat das Spielsystem ein bisschen geändert.
Dadurch sieht es wieder besser aus. Er hat sonst die ganze Zeit versucht, unbedingt die Soling 6 Spielsystem zu spielen mit dem Kimmich, der das einfach nicht kann. Ja, von daher mal abwarten. Ich bin sehr gespannt. Es wird weiterhin spannend bleiben und das ist doch schön. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Leute, bleibt gesund und ich bin gespannt auf das Spiel gegen Kopenhagen. Auch wenn es für uns nur noch um die goldenen Ananas geht. Obwohl es geht auch um knapp 3 Mille, glaube ich, ne, pro Sieg. Also von daher, in diesem Sinne, tschüssi.